Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leute, Content-Offensive, Digga. Ja. Ich hocke mir jetzt hierher. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Video aufgenommen. Davor habe ich ja 20 Minuten Video aufgenommen. Ich war der Meinung am Ende des letzten Videos, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, dass ich mich ewig lang gemutet habe. Und dem war gar nicht so. Ich habe mich dann jetzt dazu entschlossen, da kurze Pause zu machen, mir mal anzuschauen, wie lange ich da gemutet war, wie scheiße desaströs das da gelaufen ist. Festgestellt, es ist gar nicht so übel. Dementsprechend habt ihr, wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich schon den ersten Teil gesehen, an dem ich mich am Ende ein bisschen verzettel und ich bin ein bisschen aus dem Konzept gekommen. So, habe mich jetzt kurzfristig dazu entschlossen, da jetzt einen Mehrteiler draus zu machen, dann kommt regelmäßiger Content. Ja, ich lade die ganze Scheiße alles jetzt hoch und lege Veröffentlichungszeitpunkte dafür fest. Und er kriegt das dann schön geschmeidig über die Woche verteilt, während ich auf dem Summer Reese bin und mir jede Menge, eine unvernünftige Menge an Bier in die Rübe orgel. So. Wir sind immer noch bei der Idee, die ich einer Secret Service geklaut habe für ihren 5000 Abo-Special, der Drachenlord-Stream vom 17.07.2021. Und er ist immer noch zu dumm zum Rauchen. Er erklärt jetzt, warum er nicht auf Lunge raucht und er will mit dem Rauch spielen und es schmeckt ihm etc. bla bla. Wie gesagt, keine Ahnung, ich komme vom Rauchen nicht hundertprozentig weg, ich habe es reduziert und ich habe nie geraucht, weil es mir schmeckt. Ich finde, Rauchen schmeckt ekelhaft. Scheißegal, was die Leute sagen. Es ist einfach nur eine widerliche Sucht, die einen immer wieder dazu bringt, diese Scheiße zu machen. Aber in diesem Sinne bleibt nicht mehr zum Sagen, außer hockt euch her, Sammermehrer. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging einer. In Rainer. Na, hier. Na? Jetzt weiß ich auch, wo das, wenn ich mir das so anschaue, weiß ich, wo das Wort Gesichtsarschloch herkommt. Boah, Rainer, du kannst Ringe mit Rauch machen. Krass. Ringe rauchen. Du Krasser, musst ab. krasser Skill, Rainer. Krasser Skill. Rainer, das habe ich mit 15 Jahren gekonnt. Und ich habe es seitdem eigentlich nie wieder gemacht. Ich hab das damals probiert, so lange bis ich es konnte, hab mir dann einen Abend oder 2 Abende gedacht, war wie cool und seitdem nie wieder gemacht. Einfach nur den hier machen. Ja? Und dann mit der Zunge den Den, Rauchring raus. den Rauchring, ja, du kannst halt auch mit den Backen, ist ja wurscht. Auspusten. Der war schön. Das verlangt Übung. Ich habe auch bestimmt 3 Jahre gebraucht, bis ich es richtig gekonnt habe. 3 Jahre, Rainer, ich habe 3 Tage gebraucht, um das zu können. Rainer, Rainer pafft 3 Jahre Kette, um zu lernen, wie man Rauchringe macht, Alter. Ich krieg mich nicht mehr. Ach so, wenn ich übrigens öfter auf Klo rennen muss, ich habe heute wieder ich habe heute 2 Wassertabletten genommen. Allerdings dürfte die Wirkung langsam nachlassen. Wirklich geholfen hat's nichts. Ich nehme in Zukunft keine mehr. Über mich wird ja sehr viel im Internet gelabert und sehr viel im Internet gemacht. Es gibt Aussagen, für die ich mich schäme, und es gibt Aussagen, für die ich sage, das war scheiße. Das fangen wir an mit der Rainer, das ganz ehrlich, es sollte beides immer zusammen der Fall sein. Rainer, wenn es eine Aussage gibt,
für die du dich schämst, dann war die auch scheiße. Und wenn eine Aussage scheiße war, musst du dich auch dafür schämen. Und du hast so viele Aussagen getroffen, die einfach, die einfach hanebüchen bescheuert waren. Und du hast dich nie wirklich für irgendeine dieser Aussagen entschuldigt. Du hast nie irgendwann einmal gesagt, hey, im Übrigen, dass ich das und das so und so gesagt habe oder wie ich mich da und da verhalten habe, das war nicht in Ordnung. Ich habe drüber nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, das war uncool und das tut mir von Herzen leid. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, das wäre so ein Ding. Ohne dass danach ein Aber kommt und irgendein krasser Rechtfertigungsrant, sondern einfach nur einsehen, dass du jetzt halt leider derjenige warst, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat und dich dafür entschuldigen. Das war doch mal eine Sache, oder? Sage für meine, ähm, also wirklich schämen tue ich mich im Normalfall selten, weil ich ja recht. Nee, Scham, über das Level sind wir hinaus. Keiner Scham findet bei dir nicht mehr statt. Das Wort findet, glaube ich, auch in deinem Wortschatz nicht mehr statt. Keiner, wer wie du zu diesem Zeitpunkt schon Videos ins Internet gepimmelt hat, indem er sich irgendwelche großen schwarzen Gummidinge dahin steckt, wo die Sonne nicht hinscheint und davon schwadroniert hat, wie er intime Handlungen mit großen Wassertieren oder Pferden vollzieht, der im Internet vor Tausenden und Abertausenden von Leuten, der ist halt über das Level weg. Also da ist der Schamzug ist schon längst abgefahren. Die einzige Scham, die es hier noch gibt bei dir in der ganzen Nummer, ist Fremdscham von jedem, der sich das anschaut und sich denkt so, Alter, mach einfach nicht, Digga, mach einfach nicht. Die niedrige Hemmschwelle habe. Aber meine Aussage damals zum Beispiel im Holocaust, ja, mal abgesehen davon, das ist jetzt eine Rechtfertigung, aber es ist halt auch wirklich so gewesen. Erst einmal habe ich was ganz anderes im Kopf gehabt und Ja, bla bla. Wir kennen alle die Geschichte. Ja, die Aussage, er hat ja gar nicht, er hat gedacht, das wäre Hiroshima. Warum das dann nicht als Hiroshima betitelt worden ist, ne, weiß auch nur er, was Bullshit ist. Ich, vielleicht, vielleicht gebe ich ihm noch. Vielleicht gebe ich ihm noch, dass er nicht wusste, was der Holocaust tatsächlich ist. Oder was es war. Aber wenn ich drüber nachdenke, das gebe ich ihm relativ sicher. Weil er gar nichts weiß. Allgemeinbildung am Arsch. Dieser Mann hat halt einfach sein ganzes Leben lang nur an sich selbst gedacht. Was interessiert ihn, was irgendwo mal passiert wurde? Passiert ist, was irgendjemand getan hat, wer welche Kriegsverbrechen begangen hat, was in der Geschichte los war, etc. Das interessiert ihn alles nicht. Ne? Weil dabei geht es nicht um sein Hauptthema und sein Hauptthema ist Rainer Winkler und Rainer Winklers Bedürfnisbefriedigung. Und wenn es da nicht drum geht, interessiert ihn das genau einen Scheißdreck. Deswegen wusste er auch nicht, was der Holocaust ist. Und anstatt sich die Blöße zu geben, also dass man sagt, hey, keine Ahnung, ich bin ein ungebildeter fränkischer Fettbeitel und ich sitze jetzt hier in meinem Drecksloch und mach hier einen Idioten-Stream mach mir die hier im Stream für euch zum Kasper und wenn irgendjemand dann mit dem Holocaust um die Ecke kommt und sagt, ich bin halt einfach, Entschuldigung, ich bin ungebildet, ich bin Sonderschüler, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das schnell googeln vielleicht und dann kann ich euch sagen, was ich davon halte oder nicht. Der erste hat gesagt, ja, nee, das ist eine coole Sache. Vielleicht einfach, keine Ahnung, weil er gehört hat, dass es ein Lied von Venom gibt, das so heißt. Was, Venom? Ich glaube, es war Venom. Irgend so eine klassische Metalband haben noch ein Lied gehabt, das so hieß. Und dementsprechend hat er, glaube ich, geglaubt, ja, das wird dann schon was Cooles sein, weil es ist ja ein Songtitel von einer coolen Band, dann poker ich einfach mal drauf, dass das was Cooles ist, mache einen positiven Kommentar dazu
und ist halt mal wieder, wie bei jeder Entscheidung, die er in seinem Leben getroffen hat, massiv vor die Wand gefahren. Ne? Wie gesagt, ich wiederhole mich da, wenn ich in meinem Leben vor einer schwierigen Entscheidung stehe, denke ich mir, was würde Rainer Winkler tun? Und dann mache ich das Gegenteil davon und damit fährst du gut in deinem Leben. Das ist ein guter Tipp von mir. Und in dem Fall wäre die richtige Entscheidung gewesen, entweder sich zu dem Thema nicht zu äußern oder es zu googeln und dann dem Typen, der das gefragt hat, zu fragen, ob er noch hier alle Waffeln an der Lade hat. Und wenn du dann in dieses Fettnäpfchen trittst, ne, dass du das gesagt hast, ja dann Himmel, Herrgott nochmal, dann steh dazu, dass du da einfach ins Klo gegriffen hast und sagst, hey, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe einfach irgendwas Dummes gesagt. Das war richtig bescheuert von mir. Ich distanziere mich davon. Ich habe Scheiße gebaut. Ich werde in Zukunft einfach nur noch mein Maul aufmachen, wenn ich Ahnung habe, wovon ich da eigentlich rede. Fertig aus. Und zweitens war es Sarkasmus. So. Und zweitens was, Rainer, du würdest Sarkasmus nicht erkennen, wenn er dir den Luan ins Gebirge pömpeln würde. Die Aussage selber war so oder so Müll. Ja? Die Aussage war Da sind wir uns mal einig. von herein und von vorne bis hinten Müll. Die Sache mit die Haut ist kein Organ. Naja, gut. Ich sehe halt nicht, wo das ein Organ sein soll. Ja? Rainer, du bist einfach so dermaßen beratungsresistent, das kracht. Er kann es nicht akzeptieren, dass es schlauere Menschen gibt als ihn, und zwar zu Mass, weil er deutlich unter Durchschnitt intelligent ist, wie nachgewiesen. Hier 58 oder was war das? Und wenn man ihm wirklich mit den Fakten konfrontiert, da steht's, dass er dann sagt, ja nee, dann lag ich da falsch, ne? Habe ich Scheiße erzählt, jetzt bin ich schlauer, jetzt weiß ich, dass die Haut ein Organ ist, das habe ich vorher nicht gewusst. Und er setzt sich immer noch hin und sagt, nee, meiner Meinung nach, Rainer, deine Meinung, scheißegal. Meinungen sind wie Arschlöcher, da jeder hat eins. Fakten. Das ist generell das Gesellschaftsproblem bei uns, dass sehr viel Wert auf Meinungen und sehr viel weniger Wert auf Fakten gelegt wird. Du kannst den Leuten alles sagen. Ja? Du kannst die kommen mir so, ja, keine Ahnung. Bill Gates hat Chips in die Corona-Impfung gemacht. Digga, das ist bescheuert. Hier sind die Fakten, die belegen, dass das nicht so ist. Ja, das ist jetzt deine Meinung. Das ist besorgniserregend, weil das bedeutet, dass es gibt viele Leute, die ähnliches Intelligenz-Limbo spielen wie unser mittelfränkischer Medienmogul und die uns überhaupt nicht auffallen. Ja, die vielleicht im Supermarkt vor uns an der Kasse stehen. Und nur weil die keine Internetpräsenz haben, weißt du gar nicht, dass das ein absoluter Vollidiot ist. Das ist ein wilder Gedanke. Aber ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass, keine Ahnung, die meisten Leute einfach hageldumm sind. Ich bin neulich im Urlaub gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es in meinem Urlaubsvideo erzählt habe. Und da hat sich eine Lady sehr, sehr weird verhalten. Und wir haben die so gesehen und meine Frau meint so, warum macht die das gerade? Und ich so, keine Ahnung, wahrscheinlich ist sie dumm. Weil ich glaube, das ist eine Schlussfolgerung, mit der man überdurchschnittlich oft richtig liegt, weil es einfach jede Menge Vollidioten gibt in diesem Land und auf dieser Welt. Und ich glaube, gerade sowas wie Corona oder sowas hat das deutlich aufgezeigt. Das ist wie so ein Test gewesen, wie so ein Teststreifen, der sich verfärbt, weißt du? Und den legst du halt über die Gesellschaft und dann merkst du, hier, da. Vorher hat man sie nicht angesehen, jetzt weiß man, das sind alles Vollidioten. Und die wenigsten von denen machen halt irgendwie einen YouTube-Channel auf, setzen sich dahin, fressen sich 250 Kilo an und erzählen dir irgendeinen vom Holocaust, aber die sind halt nichtsdestoweniger trotzdem hageldumm.
Und klar, ich weiß nicht, wer von euch Ad Guy kennt. The King of Fools ist auf jeden Fall er hier. Ja? Ja, das ist aber lediglich meine Meinung. Aber das zum Beispiel wird zu sehr aufgepusht. Oder wurde lange Zeit zu viel aufgepusht. Nein, Rainer, das wurde nicht aufgepusht. Man hat dir das versucht, in deinen Schwellschädel reinzuhämmern, weil du es einfach nicht einsehen wolltest. Hättest du gesagt, ja, okay, ihr habt recht, ich habe Unrecht, fertig ist. Es ist scheiße ekelhaft, von irgendwas überzeugt zu sein und dann vom Gegenteil, ne, dass einem jemand das Gegenteil beweist. Ich kann das auch nicht haben. Leute, ich habe ein bisschen narzisstische Züge, ich höre mich selber gerne reden, sonst würde ich die Scheiße hier nicht machen. Und ich habe gerne recht. Das ist ein negativer Charakterzug von mir, ich habe sehr gerne recht. Und ich hasse Situationen, gerade wenn ich mir, keine Ahnung, mit meiner Frau diskutiere und es geht um irgendein Thema und ich denke, na, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da recht habe. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich gehe hier in Brust und der Überzeugung rein und sage, ey, so und so ist das. Und die holt ihr Handy raus und googelt das und hält mir das in die Fresse und sagt, nee, da steht's. Das fühlt sich nicht gut an für mich, aber ich bin nicht komplett behindert, deswegen sage ich, okay. Habe ich Scheiße erzählt? Hast du recht gehabt? Bin ich der Depp? Fertig. Es ist ja wohl auch nicht zu viel verlangt, dass man mal zugeben kann, wenn man Scheiße erzählt hat und sich bei irgendwas geirrt hat. Nein, Lord Unfehlbar ist einfach unfehlbar. Und einfach, wenn die Fakten was anderes sagen, dann mag das so sein, aber seine Meinung ist ja seine Meinung. Und die ist mehr wert als alle Fakten auf der Welt. Ah ja, vielleicht die Aussage mit dem zu eng, nicht zu jung. Hierzu muss man sagen, dass ich ja Bauer bin und auf dem Bauernland aufgewachsen bin. Ja. Ja, Rainer, das ist keine Rechtfertigung. Das ist keine Rechtfertigung. Rainer, das ist ein, schwieriges Thema. Sagen wir es mal so. Gerade bei dir. Gerade wenn man jetzt so das letzte Dreivierteljahr anschaut, aber auch davor schon. Und jeder hat natürlich diese Aussage schon mal gehört, aber Witze über Dinge sind wieder was anderes. Ne? Das war irgendwann mal die Pointe von irgendeinem Witz. Und ich bin auch schwer dagegen, dass Leute ausrasten, wenn irgendjemand einen Witz macht. Und keine Ahnung, die Pointe ist halt, die Poente ist geschmacklos oder sonst irgendwas. Sagt ihr, keine Ahnung, trifft vielleicht nicht deinen Geschmack. Du hast das aber nicht als Witz gesagt, sondern auf Antwort darauf, ob nicht eine bestimmte Person XY zu jung für dich wäre. Das hatte mit keinem Witz oder sonst irgendwas zu tun. Und das ist der Unterschied. Und dass du ein Bauer bist, keine Ahnung, bist kein Bauer. Dein Vater ist Kieskutscher gewesen und deine Mutter, ja, die hat ein Pferd gehabt, aber du bist kein Bauer. Rainer, ein Bauer, der hätte arbeiten gelernt. Ich bin selber auf dem Land aufgewachsen. Und ich habe Bauernkinder bei mir in der Grundschulklasse gehabt. Rainer, die sind um 5 Uhr in der Früh mit einem Vater in Stall gegangen und haben dem beim Ausmisten und beim Viecherfüttern und beim Melken und bei allem Möglichen geholfen. 2 Stunden lang, bevor es dann in der Früh fertig gemacht worden sind und dann ist ab in die Schule gegangen. Die haben's Arbeiten gelernt. Du hast Arbeiten nicht gelernt. Du bist ja kein Bauer. Im Übrigen, ein Bauer produziert was. Ne? Nahrungsmittel. Das ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Sehr wichtiger Teil der Gesellschaft. Du nicht. Du produzierst Schmutz fürs Internet. Ja, das ist bei uns ein ganz normaler Spruch. Damit will man nicht sagen, oh, ich bin geil auf Minderjährige, sondern das ist einfach nur ein Spruch. Das ist einfach nur ein Spruch, nicht mehr und nicht weniger. Und Nein, das ist ein saudummer Spruch. Und wie gesagt, der Kontext macht da die Musik.
Es geht um den Kontext, Rainer. In einem Witz, der offensichtlich als Witz verpackt ist, kann man das geschmacklos finden, aber da ist es halt dann ein Witz. In dem Kontext, in dem du das gesagt hast, war das schwierig. Diesen Spruch habe ich halt mein Leben lang gehört. Die Aussage ist. Rainer, wenn du das dein Leben lang gehört hast, dann würde ich mir mal Gedanken machen, mit welchen Menschen du dich dein Leben lang umgeben hast. Selber ist Müll. Das gebe ich zu und das sage ich auch. Es ist bei uns halt ein Sprichwort, oder naja, Sprichwort nicht wirklich. Es ist halt einfach so Geblödel unter Leuten. Damit will man nicht sagen, oh, ich bin geil auf Minderjährige. Im Gegenteil, damit will man einfach nur sagen, naja, mach einmal einen Witz, ne? Die Aussage selber ist grenzwertig, ja. Aber ich muss auch sagen, dass sich heutzutage viele über Sachen einfach aufregen, worüber man sich einfach nicht aufregen muss. Hey, das sind wie Terroristen. Also die Aussage, für die schäme ich mich nicht wirklich. Seriously? Alter, es geht um die Wien-Aussage und bei der Wien-Aussage, da kriege ich auch schon wieder, da schwillt mir der Kamm. Ja, für die Aussage schäme ich mich nicht, ist ja so. Hetzertler. Ist ja genau das Gleiche, ob da jemand in der Wiener Innenstadt umeinander geschossen hat und da Menschen gestorben sind und andere Menschen Todesängste ausgestanden haben und bis heute traumatisiert sind. Scheißegal. Weil bei ihm stehen 3 Kuchenkinder vor der Haustür und trinken ein Bier. Ist ja praktisch genau das Gleiche. Und dafür schämt er sich nicht. Er begreift es immer noch nicht. Er checkt es nicht. Und es ist dieselbe Scheiße damals gewesen, wie es heute jetzt mit seiner dreckigen Scheiß-Kommune ist. Er ist mit dieser Kommunenidee um die Ecke gekommen, da waren Kinder involviert, man hat ihm gesagt, Rainer, lass es bleiben, hey komm, die Idee ist Hanebüchen genug, aber lass Kinder aus dem Spiel. Ne? Digga, lass einfach Kinder aus dem Spiel. Dagegen hat er sich gesträubt, irgendwann hat er sich dem gebeugt, dann hat er das Kommunenthema fallen gelassen, weil ohne das wollte er es nicht durchziehen. Und dann ist er jetzt einfach ein paar Monate später mit demselben Shit wieder um die Ecke gekommen. Man hat es jetzt eine Religion statt der Kommune genannt. Und es waren wieder Kinder mit am Stissel. Weil er halt einfach gar nichts checkt. Weil er einfach beratungsresistent wie Fick ist. Aber der Zusammenhang, das sollte man dazu sagen, der Zusammenhang, wie es damals veröffentlicht wurde, wo ich mich damals in diesem Satz geäußert habe. Ja, Alter, jetzt beschwert er sich darüber, dass er da praktisch aufgenommen wurde, weil er in seinem Privat-Chat das gesagt hat. Auf seinem Discord oder was das war. Alter, es ist scheißegal, in welchem Umfeld du das gesagt hast. Die Aussage ist halt einfach zum in die Fresse knüppeln. In Bezug auf den terroristischen Akt. Wo war das? In Österreich, in der Schweiz? Ich weiß noch, wo das war, keine Ahnung. Er weiß nicht. Es ist ins Game unter dem Begriff die Wien-Aussage eingegangen. Er ist dafür Wochen, Monate lang bis heute kritisiert worden und er weiß immer noch nicht, das ist 1,5 Jahre, nachdem er die Aussage getroffen hat. Oder ist es 1 Jahr, nachdem er die Aussage getroffen hat? Sowas in der Richtung. Und es ist ihm so scheißegal, dass er nicht weiß, dass es in Wien war. Der Zusammenhang mit dem damaligen, der war scheiße. Der war scheiße, das sage ich auch ganz ehrlich. An dem Tag war ich echt beknackt gelaunt und hatte sowieso nur Scheiße am Rainer? Der Zusammenhang war scheiße, ist eine Nicht-Aussage. Das ist keine wirkliche Entschuldigung. Aber wenn wir nehmen einmal an, du hättest gesagt, dass ich das gesagt habe, war scheiße, hättest du da aufhören sollen. Nächstes Thema. Aber er fängt jetzt wieder an, ja, ich war müde und ich war nicht so gut drauf und ich habe einen schwierigen Tag gehabt, bla 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 bla, aber, weil, ich bin ja nicht derjenige, der hergeht und die Scheiße baut. am Ding. Und da war auch den ganzen Tag Randale bei mir. Der Zusammenhang war scheiße. Die Aussage selber war aber nicht so gemeint, wie sie vielleicht rübergekommen ist. Rainer, die Aussage, die kann nicht anders rüberkommen, als sie gemeint war. Die war sehr straightforward.
Rainer, jemand hat gesagt, hier ist ein Amoklauf in Wien passiert, da sind Menschen gestorben. Du hast gesagt, interessiert mir nicht, bei mir ist jeden Tag Amoklauf. So die Aussage ist sehr geradlinig, die kann man nicht falsch verstehen. Im Zusammenhang war sie scheiße, auf jeden Fall. Studenten sind alles Nichtskönner. Die Aussage ist vielleicht auch grenzwertig, wobei ich dazu sagen muss, dass diese Aussage auf persönlichen Erfahrungen beruht. Und zwar nicht mit den Hatern, sondern in Bezug auf meine Arbeit, die ich. Rainer, du hast in deinem Leben noch keine 3 Stunden gearbeitet und du hast keine Erfahrungen mit Studenten, weil kein Student damals über die Zeitarbeitsfirma zum Plasse-Jakob geschickt wurde. Verarsch mich doch nicht. Erzählst mir jetzt eine Geschichte über irgendeinen Studenten, der nichts konnte in der Arbeit, obwohl du doch so schlau warst und schon alles drauf gehabt hast, oder? Ist jetzt das die Story, die du mir verzapfen willst? Ja, herzlichen Glückwunsch, ich kauf sie dir nicht ab. In den Jobs, in denen du gearbeitet hast, hat gewiss niemand gearbeitet, der jemals studiert hat. Aber da gib ich da Brief und Siegel drauf. Ja, weil du gar nichts kannst. Und Jobs, die man dir zutrauen kann, sind so auf einem so niedrigen geistigen Niveau, dass die sicher kein Student gemacht hat. 100%ig nicht. Die Jobs, in denen du gearbeitet hast, wenn du da aufgeschlagen bist, hat es geheißen, so, okay, wir müssen für den irgendwas suchen, wo er sich nützlich machen kann, aber er darf keine scharfen Gegenstände, kein Feuerzeug oder sonst was in der Hand haben, bloß nichts, wo er irgendwas kaputt machen oder sich oder andere verletzen kann. Weil er hageldumm ist und überhaupt nichts kann. Vor YouTube gemacht habe. Ich kenne halt viele Studenten oder kannte viele Studenten, die halt die einfachsten Aufgaben nicht erledigen konnten. Ja, Rainer kennt viele Studenten. Freilich. Freilich. Gerade eben war nur Bauer. Jetzt hängt er mit Studenten rum. Der irgendwo in Nürnberg in der Studentenkneipe sitzt er dann. Ja? Und philosophiert über den kategorischen Imperativ. Ja? Immanuel Kant. Und abends ist er im Buchclub und liest irgendwelche Klassiker. Leck mich doch am Arsch, Rainer. Verzapft mir doch nichts. Du hast in deinem ganzen Leben mit Studenten nichts zu tun gehabt, außer wenn sie zu dir zur Dreckschanze gefahren sind und dir Dreckscheiben eingeschmissen haben. In einer Firma. Und deshalb, obwohl die ja angeblich alles so studiert haben. Die sitzen entweder den ganzen Tag in Vorlesungen und abends dann in ihrer Bude und büffeln oder saufen. Die arbeiten körperlich teilweise gar nicht oder arbeiten teilweise in Firmen gar nicht. Wenn man Ja, Rainer, manche Leute arbeiten mit dem Körper, manche Leute arbeiten mit dem Kopf. Manche Leute haben einen Job, in dem du beides brauchst. Aber alle diese Leute leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft, im Gegensatz zu, lass mich kurz überlegen, dir, der halt einfach gar nichts kann. Dessen einziger Beitrag zur Gesellschaft ist, dass er der Polizei in der nächsten Polizeidienststelle einfach die dreifache Arbeit verursacht, die sie sonst hätte und damit erhebliche finanzielle Verluste auf Kosten der Steuerzahler produziert. Merkst du was? man denen einfache Aufgaben gesagt hat, musste man das denen teilweise 2-3 Mal erklären, was ich irgendwie immer strange fand, weil Rainer, seit jetzt mittlerweile 11 beschissenen Jahren sagen wir dir die einfachste Aufgabe der Welt. Rainer, verpiss dich aus dem Internet und lad keine Scheiße mehr hoch, hör auf, die Leute zu provozieren. Die Polizei hat ja ungefähr 300.000 Mal gesagt, so wenn da tatsächlich jemand Straftaten begeht, ruf uns an, wir kommen vorbei und dann bleib da drin, weil sonst eskaliert's. Hast du einmal darauf gehört? Hast du einmal irgendwas davon gelernt? Nix, gar nichts. Du wirst einfach immer so weitergemacht. Und jetzt beschwerst du dich darüber, dass man anderen Leuten irgendwas zweimal erklären muss, bevor sie es können. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Played yourself. die ja alle eigentlich mir geistig überlegen sein müssten. Und Rainer, es ist nicht schwer, dir geistig überlegen zu sein. Rainer, einer von meinen Katzen
Der ist klein und niedlich, der ist aber, also er ist sehr, sehr süß, aber er ist ungefähr auch so dumm, wie er süß ist. Auch der ist dir geistig überlegen. Da bin ich schwer davon überzeugt. Und der ist dir allein schon deswegen geistig überlegen, weil er zum Beispiel, wenn er satt ist, aufhört zu fressen. So einfach kann es sein. Ne? Im Übrigen, ich möchte das nicht angeben, aber ich habe in den letzten 5 Monaten 15 Kilo abgenommen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich war vorher leicht übergewichtig, jetzt bin ich im oberen Bereich des Normalgewichts. Und ich fühle mich großartig dabei. Ich fühle mich großartig. Ich habe mehr Energie. Äh, nicht jede Bewegung ist mir so eine Qual. Einfach 15 Kilo, dann nehmt einfach mal, keine Ahnung, 15 Tetrapacks mit Milch und hebt es hier mal hoch. So, das ist das, was ich jetzt weniger rumtrage mit mir. Und ich habe das geschafft, tatsächlich durch Mäßigung und Verzicht. Ich esse immer noch gerne auch ungesunde Sachen ab und zu, aber ich esse halt nicht mehr so viel. Ja, FDH frisst die Hälfte. Großartiges Ding. Ein bisschen mehr Bewegung. Öfters mal für irgendwas das Radl nehmen statt das Auto oder sonst irgendwas. Wird er im Leben nicht drauf kommen. Auf die Idee kommt er im Leben nicht. Das letzte Mal, dass er Sport gemacht hat, war letztes Jahr, als ihn hier sein Wannabe-Clan-Boss zum Sport geknüppelt hat, weil er die vollkommen hirnrissige Idee hatte, dass man mit diesem, ja, mit diesem vollkommenen hauptberuflichen Vollversager noch irgendwo Kohle verdienen kann, wenn man den in Form knüppelt und ihm einen Imagewandel verpasst. Und da hat er sich sauber geschnitten. Da möchte gern Mafia-Boss und muss jetzt, weil er irgendwelche Kuchenkinder, naja, belästigt hat, wahrscheinlich wegen ihm hier in den Knast. Ja, das hat sich richtig rentiert. Das hat sich richtig rentiert. Ich das alles schon beim ersten Mal kapiert habe, ohne dass jemand mir groß was erklären musste. Der hat einfach gesagt, das da kommt da hin und dann musste das da so und so machen, passt. Rainer, jeder, der sich mit dir länger wie 2 Minuten unterhalten hat, hat gemerkt, dass du hageldumm bist und die haben dir dementsprechende Aufgaben gegeben, oder? So wird es ja gewesen sein. Da hat es geheißen, Rainer, da drüben ist der Besen, auf dem Boden ist Dreck, du hast jetzt eine Stunde Zeit, benutze den Besen mit Dreck auf dem Boden, wie beim Point-and-Click und am Ende von der Stunde ist bitte kein Dreck mehr auf dem Boden. Fertig. Also was anderes bist doch du nicht zu gebrauchen, Rainer. Du kannst mir nicht erzählen, dass die dir dann irgendwie auch beim Plaster Jakob irgendeine komplizierte Maschine erklärt haben. Rainer, auch diese Maschinen kosten einen Heidengeld. Und wenn du da irgendeinen Hiopai hinstellst, der nicht bis 3 zählen kann und der druckt da die falschen Knöpfe oder macht irgendeinen Shit und die Maschine geht in den Sack, dann hast du schnell mal 50.000, 60.000 Euro Schaden. Das kann auf die 100.000 Euro gehen. Sowas haben sie dir gewiss nicht anvertraut, weil die auch nicht komplett bescheuert sind, oder? Alter, du bist sogar. Hier würde ich sogar nicht einmal zutrauen, so Dulli-Aufgaben zu machen, so wie, keine Ahnung, Kaffee kochen oder sonst irgendwas. Weil du einfach gar nichts kannst, weil du gar nichts kannst. Also, du kannst Pokémon schauen und Mana tanken zum Digimon-Soundtrack, das kriegst du hin. Weil das hast du nämlich gemacht, als du eigentlich in der Schule hättest sein sollen und was fürs Leben zu lernen. Aber klar, dich lernen, lesen, ist alles Hass und Mobbing, Alter. Ist alles Hass und Mobbing. Da kommt der Student mit 20, war der, glaube ich, war ein paar Jahre älter als ich, 20, 21, und erklärt dem Einsteller, der in diesem Beruf seit über 30 Jahren arbeitet, wie der seine Maschine einzustellen hat.
Es kann schon sein, dass der Ja, ist garantiert niemals passiert, Rainer. Die Story, die ziehst du jetzt gerade aus dem Arsch. Student hier und da recht hatte. Und es kann auch sein, dass er hier und da besser wusste als der Einsteller, was da Sache ist. Aber Moment, also sogar wenn die Geschichte nicht vollkommen hanebüchener Lügen-Bullshit wäre, was offensichtlich ist, sogar dann wäre es doch gut, wenn derjenige, der mehr Ahnung hat von der Maschine, demjenigen, der weniger Ahnung hat von der Maschine, scheißegal wie lange er daran arbeitet, erklärt, wie er es besser machen kann, oder? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie Betriebsblindheit oder sowas. Dass sich gewisse Dinge in einem Betrieb so eingefahren haben, dass man gar nicht mehr merkt, dass die überholt sind oder dass es eine schlauere Methode gibt, um das effizienter zu gestalten. Das gibt es ja immer noch. Also theoretisch ist es ja möglich, dass jemand, der jetzt, keine Ahnung, Ingenieurswesen studiert hat und vielleicht, keine Ahnung, diese Maschine mitentwickelt hat oder ein Nachfolgermodell oder sowas, ähm, mehr Ahnung hat und jemandem tatsächlich erklären kann, so, hey, das funktioniert zwar grob, wie du das machst mit der Maschine, aber wenn du das und das und das änderst, ist es deutlich effektiver und so ist es eigentlich gedacht. Wäre ja möglich, aber wie gesagt, das ist alles hinfällig, weil die ganze Geschichte, die hat sich jetzt gerade einfach nur irgendwo zusammengerendert. manche Maschinen im Lauf von Jahren ihre kleinen Eigenheiten entwickeln. Ja, Maschinen entwickeln im Laufe von Jahren ihre Eigenheiten, wenn man sie nicht regelmäßig wartet. Das ist der Punkt. Ja, immer wenn mir jemand erzählt, eine Maschine hat irgendwie ihre Eigenheiten entwickelt, dann weiß ich, okay, du bist der Billigheimer, der am falschen Ende gespart hat, und zwar an der Wartung von deiner Maschine. Das sind dieselben Trottel, die, keine Ahnung, 5, 6 Jahre keinen Ölwechsel an ihrem Auto machen und dann heißt aber, ich weiß gar nicht, warum es mir den Motor aufblasen hat. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Ja, vielleicht, weil da halt einfach Klärschlamm drin ist statt Motoröl. Inzwischen Zeit. Und dass er vielleicht einfach irgendwann einmal das Öl raus und den Ölfilter gewechselt gehört hättest. Und dann wird der immer noch laufen, der Karren. Also, sowas ist für jemanden, der selber mit Maschinen gearbeitet hat. Maschinen funktionieren nach den Gesetzen der Physik. Und solange du dich darum kümmerst und die wartest und ölst und schmierst und anständig benutzt, funktionieren die wie ein Einser. Ich war 2017 nochmal in London und Tower Bridge ist es, glaube ich. Ich glaube, es ist die Tower Bridge. Die hat so einen Aufzugsmechanismus. Den haben wir uns angeschaut, der ist uralt. Der läuft immer noch wie ein Einser. Warum? Weil der regelmäßig geschmiert und gewartet wird. Also, wenn du eine Maschine hast, wo du sagst, ja, die hat bestimmte Eigenarten, die eigentlich so nicht sein sollten, und man muss aber wissen, wie man es handelt, damit es dann doch irgendwie funktioniert, dann weißt du, dass der Typ, der die Maschine handelt, Pfuscher ist. Und das gehört nicht so. Und dann weißt du, dass du in einem Idiotenbetrieb bist. Und dann ist es auch legitim, als Ingenieurstudent zu sagen, du bist ein Vollidiot, der die Maschine nicht richtig bedient und deswegen ist sie kaputt. Das ist keine Eigenheit, das ist ein Fehler, der entstanden ist, weil du sie falsch bedient hast. So eine Maschine wird gebaut und die funktioniert, wenn du sie richtig benutzt und richtig behandelst und richtig wartest, genauso wie sie soll. Die denkt sich nicht von alleine, oh, ich fange jetzt zum Spinnen an oder ich mache jetzt irgendwas anders, einfach nur um den Typen zu ärgern, der an mir arbeiten muss. Das ist kompletter Bullshit, Rainer. Und ein Einsteller, der auf der Maschine vielleicht schon 10 Jahre lang einstellt, kennt diese Eigenheiten besser als der Student, der erst seit einem Tag oder auch sogar seit ein paar Stunden da ist. Und das hat er halt 2, 3 Mal zu oft gemacht und dann ist er halt nicht mehr gekommen. Meiner Erfahrung nach sind die Mehrheit von Studenten
nicht ganz so gut dafür Nö. geeignet für bestimmte Sachen wie andere. So, die nächste Aussage. Gott soll vor mir knien. Ha! Also für die Aussage schäme ich mich nicht. Wie gesagt, ich habe es in einem früheren Video schon gesagt, keine Ahnung, ich bin Atheist. Ich habe mit der Aussage weniger das Blasphemie-Problem, weil mir Blasphemie gewaltig am Arsch vorbeigeht. Ich bin ein großer Fan von Blasphemie, wie gesagt, weil ich die Religion idiotisch finde, alle, ausnahmslos. Aber ich habe ein Arroganzproblem bei ihm. Also Leute, ich habe jetzt 500 Abonnenten auf YouTube und ich bin jetzt der King und ich bin größer als Gott und hin und her. Damit habe ich ein Problem, einfach, dass er tatsächlich der Meinung war und immer noch ist, dass er was Besseres ist als alle anderen Menschen. Ne? Dieses, die Heifen, die ich scheiß, die stinken nicht, weil ihr seid Fußvolk, ja? Und ich bin der Lord. Deswegen hat er sich auch Drachenlord genannt. Das ist ja kein Zufall. Der hat zwar immer damals diese Story erzählt, von wegen, dass er praktisch der Diener der Drachen wäre, bla bla bla. Der hat sich so genannt, weil er sich für was Besseres hält. Punkt als alle anderen Leute. Der meint hier, Spitze der Evolution, ja, das bin schon ich. 2 linke Hände und 5 Daumen an jeder Hand, aber ich bin's. Hallo, ich bin's. Der Größte. Und die bedauere ich auch nicht, weil auf Ja, der einen Seite meine ich diese Aussage ernst, aber nicht, weil ich mich für was Größeres halte wie Gott, sondern weil Gott vor mir knien soll und sich dafür ja, weil du dich für was Besseres hältst als alle anderen Leute, deswegen. entschuldigen, was er für einen Murks bei mir gebaut hat. Ja, darum sollte sich Gott dafür entschuldigen, du glaubst doch gar nicht an Gott. Du hast ja gesagt, du glaubst an Gott überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite ist diese Aussage natürlich als Scherz gedacht. Ne? So, die nächste Aussage. Das ist auch so ein Klassiker. Es ist immer entweder, dann, wenn er dann in die Ecke gedrängt wird und er kann immer aus, ist immer entweder Scherz oder Sarkasmus. Alle Fußballer sollen vom Meteor getroffen werden. Habe ich das echt gesagt? Ja, Rainer, das hast du gesagt. Naja, ich mag halt keinen Fußball. Ja, Das entschuldigt die Aussage nicht. die Aussage ist nicht im Bösen gesagt worden, also es war keine. Nein, ich wünsche einfach mal allen Leuten, die Bock auf Fußball haben, den Tod. Ist nicht im Bösen gesagt. Brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden. Alles Gucci abgehakt. Rainer, ich bin auch kein großer Fußballfan. Ich schaue mir gerne die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften an. Und ansonsten interessiert mich Fußball eigentlich gar nicht. Nichtsdestoweniger würde ich niemals Fußballspielern, Fußballfans oder sonst irgendjemanden, der Bock auf diesen Sport hat, den Tod wünschen, einfach nur, weil ich vor irgendwelchen Trollos im Internet den dicken Mann markieren will. Das geht halt einfach gar nicht. Sorry, ich weiß nicht, ob ihr die Unterbrechung gemerkt habt, aber ich musste kurz unterbrechen. Wir haben ein sehr, sehr langhaariges, flauschiges Miez und das kam gerade her und ich habe festgestellt, dass es einen riesigen, fetten Dreadlock hat und da muss ich kurz eingreifen. Ne? Und jetzt liegt es auf meinem Schoß und schnurrt. Voller Süßlichkeit. Weiter geht's. Eine böse Aussage oder sollte keine böse Aussage sein. Ich mag halt einfach keinen Fußball. Punkt. Ich wüsste nicht, wofür ich mich da entschuldigen sollte. Die Aussage ist nicht böse gemeint. Rainer, du hast Menschen den Tod gewünscht, so dafür kann man sich schon mal entschuldigen, Digga. Egal, ob du Fußball magst oder nicht. Ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, ich mag Baseball nicht. Ich finde das für einen komplett bescheuerten Sport. Ich würde trotzdem nicht allen Baseballspielern den Tod wünschen. Warum sollte ich auch? Das ist komplett bescheuert.
aber es ist halt einfach eine Aussage, weil ich halt keinen Fußball ausstehen kann. Die Aussage, früher waren es die Juden, jetzt bin's ich, ist eine. Die ist grenzwertig. Nee, die ist nicht mehr grenzwertig. Rainer, die Aussage, früher waren es Juden, jetzt bin's ich, ist so weit drüber, das kann sich kein Mensch mehr ausdenken. Rainer, für diese Aussage hättest du dich in den Staub werfen müssen und um Vergebung bitten, weil das einfach eine deiner wirklich ekelhaftesten Aussagen aller Zeiten war. Das, was dir passiert, zu vergleichen mit dem, was den Juden passiert ist beyond disgusting. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach nur abartig verabscheuungswürdig. Aussage, die Ja. eigentlich nicht böse gemeint war, schon gleich gar nicht in Bezug auf die Juden. Es ist nicht darauf bezogen gewesen, dass ich mich als Jude sehe oder auch nicht gegen die Juden gerichtet gewesen, sondern eigentlich. Nein, du hast einfach den Holocaust verharmlost und das ist in Deutschland eine Straftat. Zu Recht. Ne? Du hast einfach gesagt, ja nee, das, was den Juden im Dritten Reich passiert ist, bewegt sich auf demselben Level, ist genauso schlimm wie das, was mir jetzt gerade im Internet passiert. Das hast du gesagt. Und das zeugt einfach mal wieder von deiner vollkommenen Ignoranz und Empathielosigkeit. Eigentlich ist es eine Aussage, die gegen die Hater gestellt ist. Früher wurden die Juden ja verfolgt, die wurden vergast, die wurden angegriffen, die wurden. Alter, wir sind bescheuert. Wir haben den Vergleich schon begriffen. Der war halt einfach unangebracht. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Alter, jetzt erklärt er uns, was mit den Juden. Wir wissen, was mit den Juden im Dritten Reich passiert ist und auch in den Jahrhunderten davor, weil Antisemitismus haben ja die Nazis nicht erfunden. Ne? Den gab es ja schon vorher. Und jetzt versucht er uns zu erklären, was Antisemitismus ist. Dass es Antisemitismus gibt, ist nicht das Problem an der Aussage. Das Problem an der Aussage ist, dass du die Scheiße, die du dir hier selber herbeibeschworen hast und die jetzt auf dich niederprasselt im Internet und vor deinem Tor, auf dieselbe Stufe stellst wie einen Genozid. Und dass das mit unangebracht noch schmeichelnd beschrieben ist. Aber checkt er wieder nicht. Und er ganz ehrlich, er schwafelt da noch 2 Minuten drüber. Getötet, erschossen und was weiß ich noch alles. Experimente wurden, glaube ich, auch an denen gemacht. Mhm. Ich bin da aber auch nicht so gut im Bilde. Also letzten Endes ist die Aussage darauf bezogen. Ladies and Gentlemen, letzten Endes Gewesen, die Hater, die mich angreifen, die Hater, die mich verletzen, die Hater, die hier herkommen und in Massen und Abertausenden von Massen gegen mich losgehen. Ja, die hast du mit den Nazis verglichen, Rainer. Die Hater sind die Nazis und du bist der Jude, der gar nichts für kann. Genau das ist die Aussage, die du getroffen hast. Und für die gehört der heute noch rechts und links irgendwie mit Schwung die Backe gestreichelt. Die sind definitiv halt nicht ganz sauber und sind so gesehen Hitler beziehungsweise Nazis. Viele Aussagen von mir werden einfach anders wiedergegeben, als sie gemeint waren oder sind oder auch gedacht sind. Weil ganz ehrlich, an der Aussage selber finde ich, es kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, ich finde aber an der Aussage selbst jetzt nichts verwerflich. Vor allem, wenn man meine Situation bedenkt. Die Situation. Juden wurden früher verfolgt, die wurden vergast, die wurden erschossen. Bei mir läuft es mehr oder weniger genauso gut. Ich bin noch am Leben. Er doubled down. Er zieht es halt wirklich durch. Rainer, bist du komplett deppert.
Es ist dieselbe Scheiße wie mit der Hautorgangeschichte, nur nochmal dreimal schlimmer. Wie eingeschränkt muss man denn eigentlich sein, dass wenn einem das wirklich auch von vielen Leuten wirklich offengelegt wurde, warum diese Aussage einfach hageldumm und unangebracht war und dass man sich flott dafür entschuldigen und schämen sollte? Wie hageldumm muss man sein, dass man sich jetzt da hinstellt und sagt, ich sehe da überhaupt kein Problem damit. Der Vergleich, der passt schon. Leben. Ich bin aber auch nur eine einzelne Person. Ja, ich meine, ne, sagen wir nochmal, ne? Verblasst mittlerweile. Die Frage ist, wie lange? Ne, ihr wisst, was ich. Rainer, du hast da einen blauen Fleck an deinem Arm und ich kann dir ganz genau sagen, wo der herkommt. Du wirst uns jetzt gleich irgendein Lügenmärchen erzählen, wo dieser blaue Fleck hergekommen ist. Irgendjemand hat mit der Waffe auf dich geschossen oder dich mit Steinen beworfen, groß wie Medizinbälle, sonst irgendeinen Krampf. Dieser blaue Fleck kommt davon, dass du versucht hast, mit deinen Wurstfingerchen durch das Tor zu greifen, um irgendein Kuchenkind am Krawattel zu packen. Und dabei hast du dir die Stelle am Körper, wo bei anderen Menschen ein Bizeps ist, am eigenen Tor angehauen. Und daher kommt dieser blaue Fleck. Schauen wir mal, was Rainer dazu sagt. Dann können wir schauen, was da drunten steht. Ich meine. Also das ist halt so das, was ich gemeint habe dahinter. Ich hoffe, dass es jetzt eine verständliche Aussage dazu gab. Ja, Rainer, es war nie ein Verständnisproblem. Es war ein Problem, dass die Aussagen halt im besten Fall hakeldumm und im schlimmsten Fall einfach strafrechtlich relevant waren. Weil zu sagen, Kuchenkinder, die von meiner Haustür Bier trinken und der Winkler rufen, ist genauso schlimm wie der Holocaust, ist meiner Meinung nach Holocaust Verharmlosung und das, glaube ich, zählt das unter Volksverhetzung bei uns. Und das ist ein Straftatbestand, Rainer. Das ist der Punkt. Um nichts anderes geht's. Okay, die nächste Aussage ist eine ganz besondere Aussage. Die finde ich immer wieder witzig. Ich bin das höchste Wesen. Also noch deutlicher kann man Sarkasmus, glaube ich, nicht zeigen. Rainer, du hast keine Ahnung von Sarkasmus. Rainer, du hast keine Ahnung. Du würdest Sarkasmus nicht erkennen, wenn er vor deiner Schanze stehen würde und Herr Winkler, machen Sie Fanmanagement, ruft. Und das war kein Sarkasmus, Leute. Ich brauch's nicht weiter erzählen. Natürlich war es kein Sarkasmus. Ist mein Sarkasmus wirklich so schlecht? Ich meine, dein Sarkasmus ist non-existent, Rainer. Du hast in der Situation genau das gesagt, was du gedacht hast. Du hast gedacht, ihr habt Edzardland 3, 5 Abonnenten auf 3, 5, 7, 10 Abonnenten 5-mal am Tag auf YouTube. Deswegen bin ich jetzt der große Lord. Und besser als alle anderen. Und deswegen hast du diese Aussage getroffen. Ich bin das höchste Wesen. Und aus keinem anderen Grund, weil ich für was Besseres hältst als alle anderen Leute. Und es hat mit Sarkasmus überhaupt nichts und aber auch gar nichts zu tun gehabt. Sorry, aber ich begreife bis heute nicht, wie man das nicht verstehen kann. Einer begreift bis heute auch überhaupt nichts. Ich habe eine höhere soziale Intelligenz als Gymnasiasten. Das habe ich ja im Prinzip schon erklärt gehabt. Nein, das kannst du lange erklären, wie du willst. Die Aussage ist trotzdem hageldumm. Das habe ich ja schon bei der Aussage mit den Studenten angebracht. Meiner Meinung nach habe ich eine höhere soziale Intelligenz als Leute, die im Gymnasium oder in der Realschule oder auch im Studium sind. Meiner Meinung nach sind Menschen, die den Begriff soziale Intelligenz benutzen, ausnahmslos dumme Vollidioten. Du kannst entweder intelligent sein oder empathisch. Du kannst auch intelligent und empathisch sein, aber Intelligenz hat mit Empathie nichts zu tun. Es gibt Leute, die haben Autismus, die sind hochintelligent und null empathisch. Die haben im Lotto wenigstens irgendwo nicht nur Nieten gezogen.
es gibt jetzt natürlich auch Leute wie ihn, die sind hageldumm und trotzdem null empathisch. Er hat halt nur Nieten im Lotto gezogen. Ja, beim Genetik-Lotto hat er halt einfach ins Klo gegriffen. Ne? Und da hätte man dann auch irgendwann sagen können, ja, Zeitarbeit, Plaster Jakob, Jobcenter oder sowas, so, das ist es für mich. Für mehr reicht's nicht, weil ich habe halt, keine Ahnung, ich habe ja keine 3 Murmeln in der Rübe, die aneinander schlagen, um einen Funken zu erzeugen. Dann ist es halt so. Aber sich dann hier fürs höchste Wesen halten, ist halt auch, ne? Lassen wir weiter schwadronieren. Ich mache jetzt hier noch bis 15:44 da. Mit den Gymnasiasten-Aussage machen wir noch weiter und dann mache ich Pause und die anderen Videos nehme ich dann morgen auf. Weil ich halt die Hälfte meines Lebens in der Schule verbracht habe, die Hälfte meines Lebens außerhalb der Schule mit Freunden und mit. Rainer, nein, du hast nicht die Hälfte deines Lebens in der Schule verbracht. Du hast uns in deinem Podcast über mein Lebende mit Hass und den ganzen Schmarren, hast du uns lang und breit erzählt, dass du sehr auf die Schule geschwänzt hast, um dir entweder Digimon oder sonst was anzuschauen oder Nintendo zu spielen. Und sogar die Zeit, die du in der Schule verbracht hast, hast du definitiv nicht mit Lernen verbracht. Einer Schule und du waren schon immer ganz große Feinde. Mit Kumpels und sonstigen Leuten oder auch Rainer, Bekannten. du hast keine Kumpels gehabt. Meine soziale Intelligenz hat hat einen anderen Stil als andere, aber das Meine soziale Intelligenz hat einen anderen Stil als andere. Da gehen doch schon wieder 50 Cent in die Pisspasskasse. Das ist doch schon wieder irgend so eine Furzaussage. So, willst du mich verarschen? Meine soziale Intelligenz hat einen anderen Stil als andere. Ganz ehrlich, wenn mir auf der Straße jemand begegnet, der den Satz äußert, dann rufe ich einen Notarzt und sage, der Mann hat einen Schlaganfall, bitte bringen Sie den irgendwo hin, geben Sie einen Blutverdünner, sorgen Sie dafür, dass er nicht Ex geht. Rainer, du hast keine soziale Intelligenz. Das, was du als soziale Intelligenz bezeichnest, bezeichnet man generell als Empathie. Das hat mit der Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, es gibt sehr dumme Menschen, die sehr empathisch sind. Ich habe selber mal mit behinderten Menschen gearbeitet. Wenn du Leute hast, keine Ahnung, Trisomie 21, ne, Down-Syndrom, die sind geistig eingeschränkt, stark, haben aber trotzdem das Potenzial, sehr empathische Menschen zu sein. Bei dir ist beides nicht gegeben. Du bist geistig eingeschränkt und hast aber das Potenzial, empathisch zu sein, hast du überhaupt nicht. Du hast das Potenzial, dich auf eine Vierteltonne hochzufressen, dich im Internet Barne bewerfen zu lassen und dich da hinzusetzen und anderen Leuten einen vom Leben zu erzählen, von dem du keine Ahnung hast, weil du in deinem ganzen scheiß Leben aus dem Dreck Schauerberg nicht rausgekommen bist. Und du warst jetzt ein paar Jahre irgendwie auf der Straße unterwegs, bis du das nächste Drecksloch gesucht hast, in dem du dich reinzecken konntest, um dann da drin drauf zu warten, dass da wieder irgendjemand die Barne hinten und vorne reinschiebt. Aber Barne müssen her, weil Barne und immer wieder Barne. Und dann hast du tatsächlich einen Partner in Crime gefunden, mit dem du's Jobcenter verarschst, um denen noch mehr Barne aus dem Kreuz zu jockeln. Was dir keiner wegnehmen kann, weil es dann immer noch nicht über den Freibetrag vom P-Konto weggeht. Und deine Gläubiger schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge, weil du der Meinung bist, ja, sind sie ja selber schuld, wenn sie zugelassen haben, dass ich Schulden bei ihnen mache. haben wir vorhin schon erklärt, ne? Wenn ich zum Beispiel viel mit Leuten rumhänge, dann levelt sich meine soziale Intelligenz und mein soziales Wesen. Während ich in der Schule bin, levelt sich meine Intelligenz und mein intelligentes Wesen. Rainer. Das Leben ist kein Computerspiel. Ja, das Leben ist nicht irgendwie GTA,
wo du sagen kannst, ich gehe jetzt irgendwie, ich laufe oder keine Ahnung, irgendein Elder Scrolls Teil, wo du sagst, hey, ich laufe jetzt so und so lang durch die Walachei und dann kriege ich automatisch Stamina Points, Level Up. Weil ich viel gelaufen bin. Das Leben funktioniert nicht so. Rainer ist tatsächlich der Meinung, wenn er Kontakt mit anderen Menschen hat, gibt es Empathie XP und dann levelt er praktisch auf. Und wenn er in der Schule ist, gibt es Intelligenz XP und dann wird er klüger. Und er hat ja seine 8 Pflichtjahre oder 9 Pflichtjahre, was wir in Deutschland haben, hat er gemacht. Und dementsprechend ist er gar nicht so dumm. Weil er war ja da und deswegen hat er die XP bekommen. Nicht feststellend, dass allein die Tatsache, dass er vom Leben so denkt, als wäre es ein Computerspiel, in dem du ein Level abkriegst, einfach nur weil du an einem bestimmten Ort dich zu einer bestimmten Zeit aufgehalten hast und dich das besser oder schlauer oder stärker oder sonst was macht, nicht checken, dass das allein schon der Beweis für seine Hageldummheit und der Gegenbeweis für seine Theorie, dass das Leben ein Computerspiel ist, darstellt. Mir fehlen die Worte. Er levelt auf. Wenn er mit Leuten ist, dann levelt er sozial auf. Und in der Schule levelt er Intelligenz auf. Da kriegt er dann irgendwann, ploppt über seinem Kopf, ploppt so ein Zeichen auf. Und dann steht ja Level up und dann kann er wieder ein paar Punkte in Intelligenz skillen. Und wenn er mit Leuten abhängt, dann kann er ein paar Punkte in Empathie skillen. Wie weltfremd kann man eigentlich sein? Und irgendwann kollidiert es miteinander. Ne? Das ist das, was ich gemeint habe. Das haben wir ja vorhin schon erklärt. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal aufklären. So. Aufrollen, wolltest du sagen, Rainer. So. Die letzte Aussage, die wir hier haben, die behandeln wir im nächsten Video. Da geht es um Bauarbeiter. Weil wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gemacht. Das ist jetzt Part 2 von dieser ganzen Nummer. Ihr kennt's mich, ich schwafel zu viel. Ne? Ich habe das im vorherigen Video behandelt. Ich habe selber so meine eigenen narzisstischen Züge. Ich höre mich sehr gerne reden. Deswegen dauert die Scheiße bei mir immer ein bisschen länger. Aber hey, ihr habt dann wenigstens irgendwas. Ihr könnt das als Podcast irgendwie hören. Zum Einschlafen, beim Duschen, beim Garten verschönern oder wenn ihr keinen zu anspruchsvollen Job habt, vielleicht auch im Job. Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt 2 Videos, das eine 50 Minuten und das andere eine Stunde gemacht habe und ich bin bei 15 Minuten und 45 Sekunden in dem Ding, das ganze Ding dauert 33 Minuten, nehme ich an, dass wir wahrscheinlich noch 2 Videos draus machen. Da schaue ich dann, wie es morgen ist. Ne, solange meine bessere Hälfte noch an der Arbeit ist, werde ich euch morgen noch gewaltig Videos aufnehmen und Content vorproduzieren. Und danach lasse ich den Herrgott einen guten Moser und genieße den Samstagabend im trauten Beisein meiner Liebsten und unserer Katzen und vielleicht draußen Garten verschönernde Wetternö genießen. Ne? Ich hoffe, ihr tut selbiges. Genießt das Wetter, genießt das Wochenende. Ich glaube, es wird das schönste Wochenende, das wir in diesem Jahr haben werden. Lasst es nicht an euch vorbeiziehen. Verbringt es nicht irgendwo drin, weil ihr Angst habt vor Wochenenden, weil Besucher kommen könnten, weil ihr euch im Internet wie die Axt im Walde verhalten habt und dementsprechend tut nichts, was Rainer tut. Und mehr Love.